Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister. Ja, am Text von Haut geht die Rapporteure wird erklärt, das Gesetz von 22 über das Enseignement musical und ein paar Punkte und Notwendigkeiten vom Terrain angepasst. Bei Gelegenheit von dem Gesetz, also im April 22, eine Motion, die Kollegin Octavie Moder, dann von der CSV abgerufen wird, die jetzt angeholt gehen, an die Fred von der Regierung eben eine Evaluation von dem Gesetz noch 3 Jahre. Da das gemerkt gehen, die Evaluation war größtenteils positiv, da sie ganz viel positiv Erfahrungen spürbar gehen, mehr pro Schwerpunkten, an die gehen ja dann auch, kann man so mal so, attackiert. Weil ich ein paar Minuten habe, will ich für allem den Blickwinkel vom Enseignement musical aus der Sicht von den Gemengen an den Avis vom Civic-Kollen erstreicht, das ja auch an Detail, will ich darüber kurz angehen. Weinst eben der staatliche auch Revalorisation von der Karriere vom Enseignementspersonal, also zu einer drastischen Erhöhung, kommt von den Kosten für die Gemengen, das auch erklärt ist schon. Da wenn eben der Basisstundentarif, der nur gepasst wird, auch noch die Referenzmonten und von allen Tarifen gehen noch in den Index so gepasst, das sind also zwei ganz positiv Sachen Finanzierung. Am ersten Musikgesetz von 1991 da stand am Artikel 12 Ziel, dass 2/3 von den Freien vom Enseignement musical, also dem Volet Enseignement, zu gleichen Teilen über das Staatsbudget und aus der nationalen Dotation von den Gemengen sollen bezahlt gehen. Weil aber gleichzeitig auch ein Plafond an dem Gesetz stumm, an der Plafond natürlich mit der Zeit nicht geregelt ist, wie die Schüler und die Leute gegangen sind, also ganz sicher so kommen, dass mehr wie die verbleibenden Drittel zu Lasten von den Gemengebudgeten kommen as und da sind wir an der Situation noch haut nach. Die Civic-Kollen erstreicher sagen immer wie, dass er gern die 2/3 da hat, dass also dafür mir einen hohen Todesbass gefordert. So, das ist Theorie, und das schon gedurcht, was das da total in der Praxis. Dafür will ich ein Beispiel nennen vom Conservatoire du Nord. Wir haben probiert, das durchzurechnen. Aktuell als Kuvertur von den Heures d'Enseignement bei 52%, haltend vom Staat und haltend dann von Gemengefonds. Mit diesem Gesetz klimmt sie von 52 auf 51%. Und hat in dem Civic-Hall seinen Tarif appliziert, da wären wir bei 65%. 65%, da wären wir da, wo der Civic-Hall gerne hin wollte. Also dafür sind Propos, die fundiert, ob denen 2/3 den du gerne hat. Die anderen Teile, die überhält den Träger, an diesem Fall vom Conservatoire de Musique du Nord, als wir Träger Gemengen, die Nettelbrick, plus die Gemengen, die ein Teil auch überholen über Konvention, sind wir dann zusammen bei 42%. Wir überholen als Träger Gemengen dann noch nach 100% von allen Kosten von den Gebäuden, dem Equipment, dem administrativen, dem technischen Personal, dann aber auch die Freie von der Bekleidung vom Instrument, den Orchesterensemblen, den pädagogischen Dechargen, alles Sachen, die gut nicht subventioniert sind, allein die Prestationen, die aber für den Enseignement nötig sind, die belaufen sich bei diesem Beispiel auf 6,3% von allen Stunden, die gelegt werden. Herr Minister, das ist ein Beispiel. Das muss nicht flächendeckend am Land dasselbe sein, bei all Prestationen, und dafür unser Wunsch, für das den enorm wertvollen, wichtigen Enseignement musical nicht riskiert, dass eine Entwicklung gebremst zu gehen. Wann Einzelgemenge Budget entlasten nicht mehr so einfach drohen können oder drohen wollen. Dafür eine nächste Evaluation wie gut, wann in du auch die finanzielle Bilanz von den Träger gibt, gucken, von denen die auch gibt beinhalten, gerade auch wie eine Ablöschung von der Liste d'attente. Für das mal gesehen, ob jeder Bürger dann noch den Zugang zum Musiksausbildung hat, so wie man es als Gesetzgeber eigentlich auch wünschen. Der dritte Punkt vom Gesetz, den ändert, da regelt den Delay, das hat die Rapporteure auch gesagt, ob dann den Schluss vom Jahr, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil immer Schüler sind, die sich am September abschreiben, die dann aber irgendwann an den nächsten Wochen oder Monaten abhalten. Entweder weil sie nicht die Satisfaktion fanden, die sie Gesicht tun, oder auch einfach, weil sie plündern am Land und durch Plündere gezwungen sind, auch die Prestataire zu plündern, dann zählen sie als Abandon, oder weil sie das Instrument wollen wirselen, beispielsweise, weil auch das nicht geht. Am liebsten wird die Gemenge natürlich den Abandon gut nicht zählen, für das einfach die Enseignantstunden, die engagiert gehen aufgrund von dem, wie die Schüler sich am September, Oktober angeschrieben haben.
dat den einfach gibt weiter erzählen, weil eben auch die Reihen, wann mal eben fortgeht, gehen automatisch abgefüllt, personeller Saagestalt, die gehen abgefüllt, du gehst Leute von der Werdelist geholt, du gehst andere pädagogische Aktivitäten gemerkt, sodass das mengnisch auch richtig wie wann das ging. Schlusswort CSV begrüßt selbstverständlich diesen Projekt Enseignement musical als nicht just etwas nice to have, das Kulturpolitik Terrain, das Bildungspolitik, Sozialpolitik, das ein Invest an Talente, an Kohäsion, an noch an Menschen am Land an, es möchte doch Fried. Dafür mein grosses Merci geht für allem und alle Akteure, auch bei ihr, Herr Minister, an der Regierung, mehr aber auch an der Regierung, mehr aber auch an Ihrem Ministerpartner, das vielleicht mehrische sozusagen, Regierungskommissariat, mehr aber auch allen Direktionen, Enseignern am Land, die enorm wertvoll Erbesteuer leisten, an all die Gemengen, die das so gut unterstützen. Den Akkord von der CSV-Fraktion, den Hut ab. Merci.